Ganz nah. Ich schaue zuerst selber. Ist der gut? Das nächste Rezept. Zu Abend ist ja der Grill noch heiß. Und wenn der Grill noch heiß ist, nutzen wir die Wärme, um noch etwas ganz, ganz Spezielles zu machen. Und zwar geht es um ein Brasato al Merlo. Ja, wir Ist nehmen korrekt? Merlo. Ja, ich hoffe es. Wenn du Italienisch kannst, kannst du da unterschreiben und mir sagen, wie man das sagt. Ich habe das immer so verstanden, Brasato al Merlo. Es ist ein feiner Rindsbraten. Pro Kilo braucht es eine Flasche Merlo. Es braucht verschiedene Gemüse. Und wir haben uns jetzt die Aufgabe super aufgeteilt, weil Sie gerne dort schnetzeln und ich nicht so gern. Und ich nach am Feuergang schaue, zeige ich schnell, wie wir es würzen. Ich darf jetzt arbeiten. So gut. Genau. Und eigentlich ist es einfach. Der grosse Geschmack kommt noch aus dem Merlo raus. Okay. Der grosse Geschmack kommt aus dem Gemüse raus. Darum Genau. machen wir da ganz wenig. Ganz einfach. Bitte ein gutes Stück Fleisch nehmen. Auch da Weil wieder dann wichtig. hat man den guten Geschmack. Absolut. Und auch beim Wein nicht sparen. Ja, ihr könnt günstiger kaufen, aber ganz am Schluss, und da mache ich jetzt ein bisschen brutal, ich mache die grössere Seite. Das ist gut. Und dann kann ich wirklich so ein bisschen, nicht gerade panieren, aber so Oder richtig... weißt du, ich kann es für dich heben? Oh ja, gern. Weißt du, dann kannst du auch. Kann ich da so ein Willst du bisschen massieren? massieren? Ja, so. Wow. Perfekt. Es Schau ist ein mal. grosses Stück. Ich glaube, wir können. Ja, Weil kannst du nachher mal. kommt das auch noch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. So, schau mal. Und das ist fast Peeling, gell? Ja, ja, Ich ja. muss bald niesen von der Pfeffer. Hast du das mit Pfeffer? Also Skikus-Pfeffer, falls du noch nicht kennst. Schwarze, weiße, grüne Pfeffer, Peperoncini und Meersalz. Feine Meersalz. Alles drin, was es braucht für... Oh, da habe ich eine Da Flecke hat's da noch. gesehen. Genau, da da ist ist noch ein bisschen so ist super. dürftig. Oh, schau. Jawohl. Also nachher muss ich sagen, wird es nicht mehr so voll paniert sein, weil das kommt ganz schnell auf dem Grill, wie hast du gesehen, kommt in Bretter mit der Soße. Es wird auch ein bisschen rausgeschwommen, gell, vom So Ganzen. sieht es aus jetzt. Wow. Bist du zufrieden? Ja, was ist denn? Vollkommen. Total. Dann tue ich das jetzt schnell in den Kühlschrank. Super. Du machst mir ein bisschen gutes Gemüse fertig. Du gehst gut Feuer schauen. Ja, ich muss schnell am Grill schauen, ob er genug warm ist. Und ich freue mich mega. Auf Sehr da. gut, sehr gut. Also wir sehen uns beim Grill. Machen wir. Am Schaff am Braten. Nimm mich auf. Und jetzt bin ich wieder allein hier, wie schon lang nicht mehr. Falls du erst jetzt dieses Rezept schaust, wir haben eine ganze Grill-Serie gemacht. Also wir haben Vorspeise zubereitet, wir haben ganz viele Verschiedenes. Und es ist alles da, online, kannst du schauen. Und deswegen bin ich jetzt schon eine Weile hier und darf nur helfen, was auch nicht schlimm ist. Ich habe neue Rezepte jetzt gelernt und jetzt darf ich kochen. Ich werde einfach alle Gemüse schneiden. Dann kommt es hier auf eine feuerfeste Bratenbrette, so das ist so ein Gusseisen, es geht auch andere. Und mache wie so ein Gemüsebett. Die Rüebli werde ich einfach schälen. Sellerie, das nehme ich, mache auch so lange Streifen. Also ich nehme Stangensellerie oder Knollensellerie würde auch gehen, in Würfel geschnitten. Rüebli in Würfel geschnitten und Zwiebel auch in Würfel geschnitten. Dann mache ich hier ein Gemüsebett auf diesem Brett und dazu kommt ein bisschen Gemüsegewürz. Dann noch ein bisschen untereinander rühren. Jetzt geht es nur um das Fleisch. Dann ist immer bei einem Braten wichtig, dass er ihn von allen Seiten scharf anbrötelt. Ich gehe davon aus, dass wir da innen noch immer um die 300 Grad haben. Und nehme jetzt einfach den ganzen Braten und tue ihn hier sauber drauflegen. Man hört jetzt auch schon anfangen. Ja, jetzt höre ich etwas. Warum bröteln wir das Fleisch zuerst an, liebe Patricia? Du bist der Griller. Wir versuchen mit dem Poren zu schliessen und die Feuchtigkeit im Fleisch hineinzulassen. Weil nachher ein Brasato ist ein Braten, den man ganz lang bei tiefen Temperaturen sein lässt. Eigentlich wie ein Schmorbraten, aber halt nicht geschmort. Es auch ist ein geschmort, aber Schmorbraten. in Wein geschmort. Im Wein geschmort. Verstehen Oder? Sie? Und in schön viel, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber jetzt habe ich die Zeit, um was zu erzählen. Ah, guck mal, das muss man jetzt zeigen. Du darfst nicht drüllen. Farbenveränderung, das wendet man. Oder? Oder? Dann ist schön zu da. So schön wird's. Wenn das vielleicht nach viel tönt, wenn ich jetzt sage, eine Flasche Wein pro Kilo Fleisch, macht und sagt mir es nachher. Weißt du, der ganze Alkohol verdampft, natürlich, es geht urlang. Wir haben nachher nur den Geschmack und so eine dichtere Soße. Ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist. Ein Volumen. Dicht für Soße, genau. Es gibt ein Volumen. Wirklich fein. Ich drülle da jetzt Kann man nochmal. nochmal. So, oder?
Ah, so schön. So, dass wir alle Seiten schön angebrötelt haben. Der grosse Vorteil ist auch an dem, wenn ihr am Schluss fertig seid mit Bröteln, habt ihr ja immer noch Hitze im Grill rein. Gerade in einem Gasgrill. Dort könnt ihr abstellen und ist gerade fertig. Aber ein Holzkohlegrill läuft natürlich noch weiter. Genau gleich wie so eine Plancha, die ihr mit Holz geführt habt. Und wenn man einen Holzofen daheim hat, dann geht das auch. Oder Also einen ich habe Holzofen. so einen Grill daheim, ich habe einen Holzofen und dann mache ich bei mir daheim so. Und dann könnt ihr es einfach stehen lassen. Und ich glaube, die ganze Nacht ist das richtig. Ja, also man muss schon am Morgen vielleicht ein bisschen aufstehen, das machen wir ja, weil wir morgen noch weitermachen. Und dann wirklich aus dem Grill rausnehmen oder aus dem Ofen rausnehmen. Also wir reden von etwa 8 bis 9 Stunden, die ihr dann Ja. einfach sein lassen könnt. Wichtig, dass man genug Flüssigkeit drin hat. Das ist Entweder der Wein in diesem Fall oder Bouillon. Das eben, sonst verbrennt es natürlich. oder? Klar, Und das- nicht zu heiß. Das sehen wir mal morgen. Ja, aber da hast du im Griff mit der Temperatur. dann ist Absolut. tipptopp. Wir machen den Grill absenken auf etwa 70 Grad und lassen den nachher die ganze Nacht durchbröseln, wenn ihr so wollt. So, jetzt würde ich sagen, wir können das verheiraten. Soll man? Willst du diese Seite hier nicht auch noch? Kann ich dir machen, selbstverständlich. So, Und dann oder? hole ich den Wein wieder. Hoppa! Ah, der ist schon dort nebendran. Ja, sieht wunderbar aus. Den Steichhauspfeffer habt ihr auch gesehen. Wir sind zwar noch sehr heiß auf dem Grill, auf dieser Planche, aber der verbrennt euch überhaupt nicht. Darum könnt ihr es locker vorher bereits würzen. Dann tust du jetzt das erste Wein rein und dann tust du das Fleisch Nein, ich dazu, will oder das wie machen Fleisch wir das? drauf. Fleisch gleich auf dem Bett. Können wir das gut heben? Oder ist es heiß? Ja, geworden? jetzt man kann auch gut haben. Schauen wir, fantastisch, sehr gut. Ist immer, das ist jetzt das Gerät von ihr, das sie mitgebracht hat, das kenne ich nicht. Bei mir weiss ich, wenn ich alles kann anlangen, darum muss ich schauen, dass sie morgen auch noch mal filmen, oder? Genau. Sollen wir drauf? Ich bin Fleisch aufs Bett zum Schlafen dabei. im Schaut, Grill. Ich nehme das wieder dafür. So, und dann schön die Kamera Magst du? reinhängen. Also nachher wird die Sicherheit. Ja, So. genau, so seitlich ist besser. Und dann tue ich den Braten wunderschön Und Tun ich jetzt mache zentrieren. wie seitlich nebendran. Das erste Stück Auspfeffer bleibt jetzt drauf. jetzt ist er wie angeklebt. Ja. Offen Von der Eiweiß. habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Rezeptidee von der Patricia, wie immer sonst. Bin ich aber mega dankbar, dass Die wir haben das schon jetzt... viel gemacht, aber nicht so. Immer im Holzofen. Perfekt, Gut, super. Und jetzt wird man zudecken. verstanden. Komm auch gerade mit dem Deckel. Sehr gut. Der Grill ist schon fast unten, ist im Moment noch ein bisschen höher, aber der kommt jetzt recht schnell oben runter Wenn mit der man Temperatur. keine so Bretter hat oder sonst eine Gusseisenpfanne, man kann auch so eine höhere so Brattdings sagen, wie sagt man, so eine Blech einfach So hoch. eine Bratform, die man sonst im Gratin hat. zum Genau, Beispiel. Verstanden. einfach, Mhm. dass genug eben es darf so heiß werden und lang. Und dann mit der Alufolie. Wir machen das schön mit dem Deckel Ui, das ist die Luxusvariante, und legen oder? wir da drauf. Ja. So, oder? Wichtig ist, dass alle Bestandteile hitzfest sind. Und auch morgen, wenn ihr den wegnehmt, natürlich mit Händchen Wo ist wegnehmen. weniger heiß? Oben. Machen wir Oben dran, selbstverständlich. Jetzt sollen wir den hier schön zentrieren. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins. Bist du bei mir? Warten. Geduld haben. Schön ist, für dich geht es ganz schnell. Genau. Wir machen zu und nachher ist fertig. Aber der bleibt stundenlang, die ganze Nacht da. Morgen Morgen hören wir Neues. Danke vielmals fürs Zuschauen. Gibt es Braten zum Frühstück? Ein Like für das Video. Fantastisch. Und unbedingt teilen. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen. Genau. Und morgen Morgen sagen wir schon einen Ja. guten. Bis bald. So, Deli. Jetzt geht's los. Die Überraschung folgt. Wir schauen mal, was passiert ist mit unserem Brasato. Seht ihr schon etwas? Ich sehe einen feinen Brötler und ich bin mega neugierig, was jetzt passiert. Ah! Kann man den Brasato vielleicht Voilà! jetzt rausnehmen? Wir sind vorbereitet. Hey, wenn die Patricia nicht hätte, Oh, aber nicht ganz vorbereitet. würdest du muss jetzt noch den eine- runternehmen? So, Ja, schau du mal. kannst. Es ist die ganze Nacht Da, reingeflogen. da! Ach, danke. Wir ergänzen uns. Wir müssen immer den anderen ein bisschen schauen, weil es hilft. Also du Und kannst da rausnehmen. Es ist heute sicher ist ja der heiß. Mann am Grill, darum nimmt die Frau das Fleisch weg. So Habe ich läuft das. Platz? Warte mal gut. Hoppa, sehr gut. Schau mal, ich bin selber gespannt. Du hast hoffentlich geschaut. He? Fantastisch, ich habe da Hast du die ganze ausgemessen. Nacht bei dir da? Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen, Oh, es bin riecht, neben dem es Grill riecht. gewesen, oder. Es riecht. Boah, ich muss hören schnarren. Es ist riecht. Achtung, Achtung, ganz ich nah. schaue zuerst selber. Ist der gut? Wupp, wupp. Fantastisch. Ah, es hat noch ein Stück Auspfeffer oben drauf, gell? Sind nicht alle Natürlich, so- der gehört dort hin. Schön, schön. So, unsere Supergrillzange müssen wir so können heben und Oh mein dann Gott. einfach rauslupfen. Ja, das geht so Warte, nicht. ich nehme dein Messer da weg. Ja, ich helfe dir mit meiner Hand noch. Sehr Zack. gut.
Für alle, die jetzt nicht hier in die Pfanne Was sehen, mal kannst du mir geben? Ich bin die Assistentin da. habt ihr gesehen, heute ist wirklich der Traum vom Stedi. Assistentin links, rechts, wie wenn ich der Doktor wäre. Und Ich weiß jetzt nicht, ich bin die gleiche links. schneide ich den einfach mal so ganz fein. Oh, Jesus Gott. Das Messer geht durch wie Butter. Schaut da. Also, das müsst ihr nicht für die Schwiegermutter machen, Ich sondern hole für den eure Keller Freundin. Schaut mal. Aber braucht es denn wirklich so lange? Nein. Eigentlich könnt ihr das auch im Backofen machen. Wir haben jetzt gestern den Grill auf etwa 80 Grad runtergeheizt. Gesenkt, geheizt. Einfach so, dass es nicht mehr wie 80 Grad gibt. Weil am Schluss geht es darum, je heißer das da macht, desto trockener wird die Sache. Und darum möglichst tief, lieber noch tiefer. Und von der Zeit her, wenn ihr jetzt mit 80 Grad geht, ja, sind so 5-6 Stunden, sind total okay. Es hilft natürlich auch, dass wir da innen eine schöne Flüssigkeit haben. Nicht vergessen den Merlot von gestern. Und genau um da geht es. Ich würde sagen, wir nehmen gleich so einen aus der Mitte. Wow, oder? so. Oder so, nein, komm, zwei. Eine für Komm. dich, eine für mich zum Probieren. 2 machen wir heute. Ich weiß noch, dass andere Leute schon warten zum Probieren. Ich sehe da. Aber, Aber ein bisschen Soße muss noch drauf. Ja, ich hätte gerne ein Gib mir eine Soße. Sekunde, ich hole da einen Löffel. Das ist super Das machen wir von jetzt dir. noch. Ja, ich sehe es selber, Nehmen wir noch ein paar Grillen ist Gemüse nicht da. immer einfach so wie in der Städteküche. Siehst du, die Gemüse, ich habe gestern Gemüsebett gemacht. Es war ganz viel. Wow. Es ist reduziert, es wird wenig. So, Und, oder? aber der ganze Geschmack ist in die Soße. Vielen Dank. Es ist gut, du assistierst mich jetzt da. Wow, Jetzt tue ich den schnell auf die Seite, dass wir da noch probieren können. Ist gut? das ist super. So, dann. Für alle, die sich jetzt wundern, warum wir den auf die Seite tun, natürlich machen wir den nicht für uns allein, sondern das ganze Städteteam hat Hunger. Und ich glaube, da lange für heute. Wir sind Es nämlich- geht alles ein bisschen länger, wenn man aufnehmen muss. Also, so sieht es aus. Brasato al Merlot, die ganze Nacht auf dem Grill. Super Also ich traue dir, weil durchgeschmoren. ich bin nicht hier gewesen. Du hast das hier Ja, und ich bin zu Abend begleitet. geschlafen. Also. Genau. Aber zum Glück ist der geblieben. Ist heute Morgen noch da gewesen. Schau mal. Wow, Voilà. ist schön. Und das Wetter ist perfekt. Das ist übrigens jetzt das kommt Wetter, der das wir haben. Wölkli. Jetzt haben wir auch noch Wölkli. Uiuiui. Also, eine für dich, eine für mich. Das gibt es Du isst ein selten. ganzes. Krass. Ich probiere es erst. Seht ihr, sobald es Fleisch gibt und nicht nur Gemüse, haut sie voll hin. Oder? Gute miteinander. Ja. Und schon mal vielen Dank fürs Dabeisein. Kannst du vielleicht ein Like hinterlassen, wenn dir das andere Format mal so gefällt, draußen improvisiert. Wenn Ja. einer denkt, da ist mir zu scharf, kann man auch ein bisschen weniger Pfeffer. Ah, ne? ja? Weil die gibt auch schon genug Geschmack. Ja, absolut. Aber ich weiß absolut. das für uns so gut. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielleicht bis nächstes Mal. Wäre schön. Nicht vielleicht. Ja, ich weiß doch nicht. Vielleicht schreibt er danach, ich komme nie mehr. Ich sage auch nur eins: Love, Peace und Städtegrill. Bis ihr unten kommentieren. Bis nächstes Mal. Hey, ich kann nicht hören. Essen da Ich kann nicht, Gemüse. sorry, ich muss weiter essen. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao. Nächste Folge kommt. Danke.